Sie haben den Pulitzer-Preis für Public Service gewonnen wegen ihres Reportes der Harvey Weinstein-Geschichte, was später die MeToo-Bewegung geworden ist. Wir teilen den Preis als institutionellen Preis mit der New York Times. Aber ich frage mich, ob Sie eine Ahnung hatten, wie das Ganze sich entwickeln würde, als Sie begonnen haben, die Reportage zu veröffentlichen. Ich denke, es war uns allen klar von Anfang an, wie bedeutsam es war. Am 18. April 2022 enthüllte Ronan Farrow, der Journalist, der den Fall Weinstein aufdeckte, im Magazin The New Yorker den Skandal. Der bisher größte dokumentierte Fall für Spionage via Handy in der Geschichte. Spanien hat illegal die Mobiltelefone von mehr als 60 Politikern, Journalisten, Aktivisten sowie ihren Familien und Freunden ausspioniert. Diese Personen wurden wegen ihrer Verbindung zur Unabhängigkeitsbewegung Kataloniens ausspioniert. Katalonien ist eine Region Spaniens, deren Volk danach strebt, seine Zukunft selbst bestimmen zu können. Die Spionage wurde nicht nur in Spanien, sondern auch in mehreren anderen Ländern betrieben, auch in der Schweiz. Dabei wurden Nachrichten mit einem gefälschten Absender einer Schweizer Amtsstelle verwendet, was hier strafbar sein könnte. Der Artikel des New Yorkers basiert auf einem Bericht des unabhängigen Instituts Citizen Lab der Universität von Toronto, Kanada. Es hat während 2 Jahren eine Analyse infizierter Mobiltelefone durchgeführt. Es wird angenommen, dass viel mehr als die bekannten 65 Personen betroffen sein könnten. Am Mittwoch, dem 20. April, stellten der katalanische Präsident im Exil, der derzeitige Europaabgeordnete Carles Puigdemont, und eine Delegation katalanischer Parteien und Verbände den Citizen Lab Bericht in einer Pressekonferenz vor dem Europäischen Parlament vor. Dort erklärte John Scott von Citizen Lab, wie die Spionagesoftware Pegasus und Candiru verwendet wurde, um illegalen Zugriff auf alle Funktionen der Mobiltelefone der Opfer zu erlangen. Die Schadsoftware ermöglicht es den Angreifern, Mikrofone und Kameras nach Belieben zu aktivieren und auf alle Dokumente und Kontakte der Opfer sowie auf alle in die Cloud hochgeladenen Dokumente zuzugreifen. Anbei ein Ausschnitt der Pressekonferenz, in dem John Scott Railton uns erzählt, wie die Geräte infiziert wurden. Sprechen wir nun über die Infektionen mit Pegasus, die wir analysiert haben. Sie haben auf verschiedene Arten stattgefunden. Entweder wurden den Opfern täuschende SMS geschickt, bei denen sie einen Anhang öffnen mussten und so mit Pegasus infiziert wurden. Diese Annäherungsversuche konnten sehr intelligent, sehr gut gemacht sein. Zum Beispiel hatte ein Opfer eine Reservation für einen Swiss-Flug getätigt. Nach dieser Reservation erhielt es ein SMS, das angeblich die Boarding Card enthielt und die Flugnummer dieser Reservation erwähnte. Das war ein Angriff von Pegasus. Wenn das Opfer den Anhang angeklickt hätte, wäre es mit Pegasus infiziert worden. Wir haben viele sehr ähnliche Versuche gesehen. Die Nachrichten gaben vor, von den spanischen Steuerbehörden oder den Sicherheitsdiensten zu kommen. Auch diese SMS waren sehr ausgeklügelt und enthielten manchmal die Ausweisnummern dieser Personen. Es gab auch gefälschte Aktualisationen von Twitter. Diese Nachrichten waren sehr gut an die Profile der Opfer angepasst. Wir sahen auch grenzüberschreitende Fälle, bei denen die angegriffenen Personen nicht in Spanien lebten, sondern in Brüssel, Deutschland oder in der Schweiz und solche SMS erhielten. In der Schweiz sahen wir zum Beispiel, dass die Angriffe sich so präsentierten, als kämen sie von Schweizer Organisationen, inklusive einer Organisation unter dem Patronat der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Das ist wirklich sehr kühn, denn die Urheber riskieren nicht nur enttarnt zu werden, sondern können sich je nach der dort geltenden Gesetzgebung auch strafbar machen. Diese SMS sahen auch aus wie offizielle Mitteilungen und die Opfer waren von ihrer Echtheit so überzeugt, dass sie auf die Anhänge klickten und mehr über den Inhalt der Nachrichten wissen wollten.
Das Beunruhigendste ist, dass ein großer Teil der Angriffe mit dem Zero-Click-Ansatz durchgeführt wurden. Das bedeutet, dass ein Opfer nichts merkt und nichts tun kann, um den Angriff zu stoppen, aber auch nichts tun muss, um ihn zu ermöglichen. Es ist einfach so, dass ein Telefon vorher privat ist und ab einem bestimmten Moment schickt es unentdeckt Informationen an den Betreiber. All that was required was that a Pegasus operator input a selector into a console, resulting in the infection of the individual. Pegasus funktioniert auf diese Weise. Das Spionagesystem kümmert sich um den Rest. Wir sprechen von sehr teuren Programmen mit geheimer Technologie. Das erklärt uns sehr gut, wieso dieses Spionageprogramm so besorgniserregend ist. Man kann sich davor kaum schützen. Das heißt, die Opfer sind nicht schuld, dass sie ausspioniert werden. Bei dieser Recherche hat mein Kollege Delmarzak entdeckt, dass bei verschiedenen katalanischen Opfern die Zero-Click-Methode verwendet wurde. Das funktionierte über iMessage. Wir glauben, dass diese Methode nicht mehr verwendet wird. Wenn man also ein modernes Handy mit allen Updates hat, muss man sich keine Sorgen machen. Aber weil in diesen Fällen sehr hochstehende technologische Ressourcen verwendet wurden, zeigt uns das, dass noch viel über diese Art der Cyberspionage herausgefunden werden muss. Und warum es jetzt so wichtig ist, das zu erforschen. Ich spreche später über dieses Thema. Jetzt möchte ich noch festhalten, dass einige Nachrichten- und Infektionsversuche nicht nur via Pegasus erfolgten, sondern auch über Candiru. Dann sprechen wir über Candiru. Pegasus ist sehr bekannt für das Ausmaß seines Missbrauchs und weil die NSO-Gruppe in den Medien gut bekannt ist. Candiru ist nicht so bekannt, weil darüber in der Öffentlichkeit nicht so viel gesprochen wird. Es ist aber trotzdem eines der ausgeklügelsten Spionageprogramme. Bewirkt eine vollständige Überwachung eines mobilen Gerätes. Im Fall der Verwendung von Candiru wurde ein Gerät mit dem Betriebssystem Windows in ein Spionagewerkzeug verwandelt, gleich wie bei einer Infektion mit Pegasus. Es überwacht absolut alles, Nachrichten, Signale und verwandelt den Computer in ein Spionagewerkzeug. Ich werde gerne Fragen beantworten. Wir haben in diesem katalanischen Fall mit Microsoft zusammengearbeitet und sie haben auch 2 Fälle von Infektionen entdeckt, die zur Infektion von 1,5 Millionen Windows-Geräten mit Candiru führten. Resulting in the patching of almost 1.5 billion Windows devices to protect against the specific vulnerability that Candiru was using in this case. Zu Candiru möchte ich betonen, dass es Funktionen hat, die sehr besorgniserregend sind. Es hat die Fähigkeit, Nachrichten von den Geräten der Opfer zu verschicken, wobei es so aussieht, als hätte die ausspionierte Person das getan. Es ist deshalb außerordentlich schwer forensisch zu beweisen, dass das Opfer nicht der Autor der Meldungen ist. Mit anderen Worten ermöglicht es Candiru der Person, die das Programm bedient, auf effektive Weise falsche Nachrichten zu generieren, ohne dass das Opfer auf technologischem Niveau beweisen könnte, dass es nicht sie geschickt hat. Darum sind wir so besorgt. Wir haben Candiru auch auf einem anderen Gerät gefunden. Die Infektion erfolgt via E-Mails, die sehr an die Empfänger angepasst sind, beispielsweise Informationen über Covid, Bestätigungen von Veranstaltungen oder sogar Handelsregister mit geschäftlichen Informationen für die Opfer. Die Opfer waren Katalanen, die in den Bereichen digitale Demokratie und Blockchain arbeiten. Wie auch im Fall von Pegasus wusste dieses System ganz genau, welchen Tätigkeiten sich die Opfer widmen.
Die Software Pegasus und Candiru sind Eigentum der Firma NSO und werden ausschließlich an Staaten zur Verfolgung von Drogenhandel, organisierter Kriminalität und Terrorismus verkauft. Die Verfolgung von nationalen Minderheiten und Regimegegnern ist eine schwere Verletzung der Grundrechte der Menschen. Zudem verursacht der Kauf von so vielen Softwarelizenzen für den Einsatz über längere Zeit sehr hohe Kosten, die Hunderte von Millionen Franken erreichen können. Obwohl Citizen Lab die Spionage bis ins Jahr 2020 belegt, als die derzeitige spanische Regierung bereits an der Macht war, hat die Regierungssprecherin angekündigt, dass keine Ermittlungen durchgeführt und keine Verantwortlichen gesucht werden. Die vorliegenden Beweise hat sie geleugnet. Wie Sie schon wissen, weil es veröffentlicht wurde, ist diese Nachricht nicht neu. Die Regierung hat sich schon damals geäußert, aber ich möchte auf unsere Einstellung bestehen. Die Regierung hat nichts zu verschweigen, überhaupt gar nicht. Deswegen wird die Regierung mit der spanischen Justiz zusammenarbeiten, falls es erforderlich ist. Ich möchte auch betonen, dass Spanien ein demokratischer Rechtsstaat ist und deshalb jede Einschränkung der Grundrechte der Bürger eine gerichtliche Aufforderung benötigt. Das ist etwas Wichtiges, um die Bürgerschaft zu beruhigen. Ich muss auch hinzufügen, dass unsere Regierung nicht akzeptiert, die demokratische Qualität unseres Landes in Frage zu stellen. In Katalonien seit der Skandal von Pegasus gegen die Katalanen veröffentlicht wurde, sind neue Informationen dazugekommen. Trotzdem die Spionage in den spanischen Medien große Unterstützung erhielt, hat die diplomatische Perspektive die spanische Regierung gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen. Deswegen organisierte die spanische Regierung am Montag, 2. Mai 2022 eine außerordentliche Pressekonferenz. Montag, Feiertag in Madrid, 7 Uhr. Die Regierung wird eine Pressekonferenz mit einer großen Verschlossenheit einberufen. Die Sprecherin übergibt das Wort an den Minister Félix Bolaños, der uns alle mit dieser Aussage überraschte. Die Handys des Ministerpräsidenten Spaniens und der Verteidigungsministerin wurden mit Pegasus infiziert. Das ist dieselbe Software, mit der die Unabhängigkeitsbefürworter infiziert wurden. Das Manöver der spanischen Regierung in diesem Fall ist nicht neu. Am Anfang dieses Jahres 2022 gab es einen ähnlichen Skandal in El Salvador, aber mit weniger Opfern. Das Vorgehen der Regierung war dort sehr ähnlich. BBC News, El Mundo, 13. Januar 2022. Massives Hacken mit einem israelischen Programm gegen Journalisten und Aktivisten. Deutsche Welle, 14. Januar 2022. Die Regierung de El Salvador lehnt die Verwendung von Pegasus gegen Journalisten ab. Deutsche Welle, 22. Januar 2022. El Salvador. Salvador Ortiz akzeptiert die Verwendung von Pegasus in der Regierung von FMLN. Nationale Befreiungsfront Farabundo Martí. Reuters, 13. Januar 2022. Aktualisierung der Artikel. Das Kommunikationsoffice des Präsidents behauptet, wir Regierungsbeamten sind wir auch Opfer von diesen Angriffen. Die Vorteile sind ganz klar. Plötzlich ist der Angreifer auch ein Opfer. Die Beweise sind geheim und unüberprüfbar. Der Angriff ist nicht mehr gegen eine nationale Minderheit gerichtet. Trotzdem gibt es einen Nachteil, Prestigeverlust für den spanischen Geheimdienst. El País, 10. Mai 2022. Die Regierung setzt Paz Esteban als Chefin der CNI ab wegen der Pegasus-Krise.
Öffentliche Untersuchungen wurden im spanischen Parlament verweigert. Al Nacional, 3. Mai 2022. Sozialisten, Konservativen und Rechtsextreme vereinen sich, um eine Untersuchungskommission über das Catalangate zu verweigern. Es wurden unter anderem alle katalanischen Regionalpräsidenten seit 2012 ausspioniert. Wer, abgesehen von Spanien, hat ein Interesse, sie auszuspionieren? Als intelligenter Mensch bist du in der Lage, dir deine eigene Meinung zu bilden. In Katalonien herrscht Empörung, aber keine Überraschung. Denn leider ist bekannt, dass der spanische Staat zu den notwendigen Mitteln greifen wird, egal ob legal oder illegal, um seine nationalen Minderheiten und ihr Recht auf Selbstbestimmung zu unterdrücken. Wenn du diese Information nützlich findest, teile sie mit anderen Leuten. Die Katalanen möchten, wie die Schweizer, selbst über ihre Angelegenheiten bestimmen können. Hilf uns dabei.